Die 12. Rauhnacht legte sich wie ein sanfter Schleier über die Welt. Es war still, so still, dass es schien, als hielte die Zeit selbst den Atem an. Der Duft von Goldweihrauch erfüllte den Raum, zart und dennoch allumfassend, als würde die Luft selbst von göttlicher Güte getragen. Anna saß am Fenster ihrer kleinen Kammer, die Hände um eine Tasse warmen Tees geschlungen. Der Wind sang sein leises Lied und der Mond warf silbrige Schatten auf den Boden. Sie fühlte eine seltsame Ruhe, die sie seit langer Zeit nicht mehr gespürt hatte. Es war, als ob diese Nacht ihr etwas sagen wollte, etwas, das sie längst vergessen hatte. Anna hörte sie plötzlich, eine leise Stimme, die wie ein Flüstern im Wind klang. Sie drehte sich um, doch der Raum war leer. Unsicher legte sie die Tasse ab und ging zur Tür. Doch ehe sie öffnen konnte, wurde sie von einem sanften Licht umhüllt. 3 Gestalten standen vor ihr. Sie trugen einfache Gewänder, doch sie leuchteten, als trügen sie die Essenz des Himmels in sich. Anna erkannte sie sofort. Es waren die Betten, die heiligen 3 Mädchen, die in alten Geschichten als Bringerin von Heilung, Weisheit und Wunder verehrt wurden. Fürchte dich nicht, sagte die Erste, deren Stimme wie der Klang eines Bachs war. Wir sind hier, um dich zu erinnern. Erinnern, flüsterte Anna. Die Zweite, deren Augen von unendlicher Güte erfüllt waren, trat vor an das Vertrauen, das in dir lebt, an die Hingabe, die dich trägt, und an die Wunder, die nur geschehen können, wenn du loslässt. Die Dritte, die einen Hauch von Goldweihrauch in die Luft hauchte, lächelte sanft. Diese Nacht ist eine Brücke zwischen dir und dem Göttlichen. Alles, was du tun musst, ist anzunehmen. Anna spürte Tränen, die ihre Wangen hinabflossen. Aber wie kann ich loslassen? Wie kann ich vertrauen? Die Erste legte ihre Hand auf Annas Herz, indem du aufhörst, die Antworten zu suchen, indem du spürst, dass du bereits gehalten wirst. Die Zweite flüsterte, indem die Wunder nicht erzwingst, sondern ihnen erlaubst, zu dir zu kommen. Die Dritte hob ihre Hand und der Duft des Goldweihrauchs wurde stärker. Vertraue darauf, dass das Göttliche dich nie verlässt. Hingabe ist kein Akt des Verlustes, sondern der Vollendung. Anna schloss die Augen und in diesem Moment fiel jede Angst, jede Zweifel von ihr ab. Sie spürte eine Wärme, die aus ihrem Inneren kam, als hätte ihr Herz endlich den Schlüssel gefunden, der es öffnen konnte. Als sie die Augen wieder öffnete, waren die Betten verschwunden, doch der Duft des Goldweihrauchs blieb und mit ihm die Gewissheit, dass sie nicht allein war. In dieser Nacht
der Nacht der Wunder hatte Anna verstanden, dass wahre Hingabe nicht bedeutet, etwas aufzugeben, sondern alles anzunehmen. Mit Vertrauen, mit Liebe und mit der tiefen Gewissheit, dass das Göttliche immer da ist, um uns zu